Ekran! Ekranen geef dich op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennenlernen. Welkom, lieve vriend. Welkom te Ekran. Mocht u hier een schöne tijd met ons hebben en mocht God die segnen. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik zie hier van jou alleen, wens we gaan een rij van Themasterg. We reden over deinen als leven, oder leven als deinen. We kunnen dat beide wij zeggen. En we reden feitelijk van waar Jesua dat wichtig wird, dat hij God deinen wordt. En van jou waar we in het Nieuwe Testament kunnen en zijn wat Jezus, wat wordt het voor Jezus dat hij maar deinen wird, oder dat hij maar leven wird. En voor hem wir dat sehr praktisch. Hij weiß, wat ein deiner wird. Wenn wir in Johannes Kapitel 13 zijn, dan zei we, wo deine Reich schaffen deed. Ich habe uns mal vorstellen, Jesus wist dat hij weer een paar Stunden af van zijn dood. Hij wist, hij wordt meest verstorven, hij wordt aan een kriet snellen. En hij wil dat laatste mal dat avondmaal nemen met zijn jonge taub. En hij zat met die taub en heeft ze hadden vaster gemerkt. En zij worden vertaald aan. En ik geloof, hij wordt vielleicht ook ziemlich abgereicht gewesen. Ik weet niet wo einer sich feilen deed, wann einer sonst dort wordt durchgekommen, dat die worst für die ganze Welt sterven. Aber hij wist dat. En als hij eerst gegeten hadden, dan zegt dat hij brengt sich ein Handtuch an en hij wascht en te feit. In Johannes 13, Vers 4 en 5 zegt het zo. Dan stond hij vom Eten ab, lädt seine Kleider zu sich und bang sich ein Handtuch an. Hij gaat woord aan eine kam en fang an, de Jünger de Feite waschen, drehte mit dem Handtuch, dat hij sich angebangen had. So, hij wascht en de Feit. Wat heb je über dat verstaan? Wo wird die Kultur te die tijd? In die tijd wird het zo, dat de geringste, oder de leegste, die muss einmal de Feit waschen. Zum Beispiel, wenn du für eine Mahlzeit eingeladen wirst, dann wird de laatste, oder geringste Arbeiter angenommen, und die muss jeder ein von den Jahres, wat die gekommen wäre, de Feit waschen. Und wenn, wat mussten sie dat tun? Dat wir einfach Part von ihrer Kultur, aber wahrscheinlich wäre das da, wenn sie te fout gingen. Vielemaal. En wenn ze wij sehr staffig wäre, en zij bloß Sandalen anhoren, nu wäre er feit so staffig, nu waren er te feit gewaschen. Ich stelle mir persönlich auch so vor, dat wird gedaan, wenn sie sollten nicht an einen Dash, das wie dort von der Ozeane, sondern sie legen ein bisschen so halbwegs auf der Flur und orte er Multit ist dort. So, mit sie diese Feit so halb im Legend und dat die Feit so sehr ich beim Dash, oder du, wo sie eten horen, wäre, dat wird sehr anmaklich sein, wenn du die riese Feit wäre, so dann war der Ente Feit gewaschen, ferm eten. Aber dort wir nicht der Lehrer, also es ist Jesus, was das normal wird, sondern der Geringste oder der Armste. Und dann sagt Jesus hier, als er Ente Feit gewaschen hat, im 14. Vers, und wenn ich jün Haar en Lehrer jün de Feit gewaschen habe, dann soll je jün auch einen anderen de Feit waschen. Ich habe jün ein Beispiel gegeben, dass je auch so tun, als ich jün getan habe. So, Jesus, der wir ganz überrascht, oder ganz umgedreht, als das wird reich sein, als das für die Zeit wird. Reich würde gewesen sein, dass einer von den Jüngern oder sogar noch irgendein anderer würde ihn alle die Feit gewaschen haben. Und Jesus, der merkt das aber anders. Er sagt, dass er will ein Leib beweisen, er will er will das beweisen, dass er Demut hat. Und wenn Wort das Ganze auch so wie wenn die Jünger sich striden, wer die Ratste einer an wird sein. Wir lesen Port von der Geschichte auch in Lukas 22, Vers 24 bis 27. Du redest von, dass die Jünger sich striden, wer die Ratste einer an wird sein. Und Jesus sagt, je soll nicht striden, wenn es die Ratste wird die deiner sein. Und dann sagt er, in dieser Welt ist es so, dass die, wer dich set und sich bedeuten lässt, das ist normal die Ratste. Aber in Gott sein Königreich ist das Krieg umgedreht. Die, wer bedeuten das, ist die Ratste. Weil wir mal checken, wo diese Welt das Reich hat. Ich sehe die Geschichte nur zu verfolgen von
Königin Elisabeth von England. De meeste landen van de dag die hebben een president. Dus Paraguay, oder Bolivia, Brazil, oder de States, ze hebben een president. Aber eins, die hebben ook andere noemen dafür. Aber dat is een nieuwe weg van de regeren. Hier zijn maar weet wie dat in de Bibel tiet, oder ook von der noch ein paar Länder, ist es so, dass sie einen König haben. Ein König wird nicht vom Volk gewählt, sondern ein König, das geht von einer Generation nach der nächste. Zum Beispiel, wenn von der Papa König ist, die Papa seine älteste Tochter oder älteste Jung, dort wird die nächste Königin oder König sein. Und dort ist in England von der auch noch so. Du hast die Königin Elisabeth, aber von der noch die Königin. Wo schafft das da? Wenn irgendwer in England noch kommt, der muss sich beten für er. Und dort ist es diese Welt schaffen. Du musst die beten in Demut für die Königin. Aber in Jesus sein Königreich schafft dort Krieg überrascht. Du bist sich für uns. Wascht uns die Feit. Dort ist Krieg umgedreht. Wir haben einen Lehrer in der Bibelschule, wat ook van dit mij mal reden deed. Hij zei, en dat heb ik een boek davon, dat zei dat Königreich wat überrascht ist. In Jesus sein Königreich ist sehr viel überrascht. Wenn wir in dieser Welt bedient worden und dort wir dann die Große sind, dann sind wir in Königreich von Jesus Krieg anders. Du musst wie deine, die Große zu sein. In dieser Welt ist es so, dat wenn uns irgendwer wat aandeed, dann moet wir zijn so träg zu tun. In Jesus sein Königreich ist dort Krieg anders. Wenn irgendwer uns aandeed, dann lot wir dort im Fried gehen und wir waren am nicht träg tun, wenn wir waren vergeben. Dus dort kann man viel Sachen abnehmen, wo sein Königreich anders ist. Ich hatte eine Zeit lang auch so eine Erfahrung, wo ich dort sperre deed, wat bedeinen wir. Ein Prediger, wat sehr dicht an mein Hort ist, sie noemen es Arno Puls, und wie über Filmen am Top. Wir nach uns nach Bolivia gekommen, und wir haben Top ein Barbecue, oder ein Churrasco, oder ein Asado, weiß nicht, wo jeder nahe donen. Und wir hatten da gebacknet Fleisch, so über mir raus. Und da wir einer, der das backen deed, und dann sagt er zu mir so, komm, Edward, komm, sat die ganz dicht bei mir dol. En ik ging me bij am doel zaten en dan vang ik dat Fleisch in kleine bietertjes te snijden. Dus waar ik 5 jaar jong weer en bedien me en gaf me immer bloos dat beste Fleisch en leed dat in mijn schieven aan en zei aat en vuil die geld. Hij wil me bedienen, hij wil me wijzen wat leven is. Ik weet dat speelt zich zeer funnig, dat een grote man, een oudere man, wat mij als een ewa 30-jarige man Fleisch verschnijden in kleine bietertjes en dat in de schief stappen, dat valt zich recht. Aber tegelijkertijd valt zich dat zeer geleefd. En ik wist wat zijn hart te bieden. Wie zei dat deinen is leven? Wat heeft deinen dan met leven te doen? Ik geloof, we kunnen niet deinen ohne te leven. Kan we irgendwem so ans beten für irgendwem, ohne am wirklich vom Herzen zu leben? Und ich glaube, das geht alles in einer Linie, wenn wir ein klein bisschen wieder noch Verse checken, in Johannes 13, Vers 34, du sagst, ich gebe ihnen ein Niet gebaut, je sollen ihnen untereinander Gold sein, kriegst du aus ich ihnen Gold gewassen. Jene Leib einander soll groß so groß sein, als meine Leib für jünd. Wenn je Leib untereinander haben, wird alle Mann sein, dass je meine Jünger sind. So, deinen ist Leiben nicht so, aber Leiben ist deinen. Wir sollen uns untereinander leiben, und das soll ein Teken sein von uns als Christen. Und vielleicht denken wir, das soll bloß in der Kirche sein, oder die Menschen, die uns kennen, aber ich glaube, das soll im Haus anfangen. Vielleicht hast du als Ehemann auch lang nicht für deine Früh abgewaschen. Oder vielleicht noch niemals. Ich würde die Mut merken, dass du so was tust. Besonders so eine Arbeit vielleicht mal tust, wo du noch niemals für ihr getan hast. Dass sie sich wundert, wow, die läuft mich, die will mich bedienen, die will mich was Gutes tun. Wenn es das soll ein Teken von uns Christen sein. Eine andere Sache ist, dass wir als Deutsche, wir haben eine Kultur, sehr, wenn es wo ich abgewassen, sie von Schämen, die oder von Menschen rauf ran. Und ich glaube, und ich weiß, dass die Bibel hat eine Kultur von ich liebe die, ich hebe die ab, ich leg die, ich will die Anerkennung schenken.
Ik had mal wat vrienden en we hadden een beetje een trouble in ons. En ik dacht, ik wilde het wijzen waar de weg weer. En ik wilde het mal zeggen, waar zij te leven hadden. En ik wilde zeggen, alle waar geld maken met mijn graal, of met mijn hoofdvlees, met mijn hoofd, niet zo. En dan wilde ik een brief schrijven en dan wilde ik het mal zeggen waar het alleen ging. En dan zei God mir, dat is vielleicht nicht das Rechte, wenn sie so je leven. En dan schrijf ik den brief nog eenmaal en zeg ik, met live wil ik je zeggen, dat Gisel, dan dacht ik, oh, dat is ook niet live. Wens in mijn hart hoor ik niet live in den moment. Bad ik en einfach aanladen dat deze vriend in een multiet gaf en zei, ik zie je goed, ik ga me wel wij doen in je veld, maar ik wil je trotzdem live bewijzen in je deine. En met vandaag dag heb je nog goede vrienden zijn. En ik geloof, wanneer ik damals woord niet den weg van deine oder van live gewählt han, woord ons vriendschap vielleicht sehr wie uiteinander gegangen zijn. Ik geloof, wir als Christen haben de opdracht, ons jenseitig te leven en ons op te heven. En steht dolrane verschiedenste mensen waar we leven opheven. We verken hij een vertjijper gehiert, wat eine Sache vertjijpen deed. Die macht über den nächsten vertjijper, wat meest krijgt dat zelfs sie vertjijpen deed, dat sehr schlecht von dat reden, om dat zien, wat hij vertjijpen deed, soll wat beter zijn. Ik geloof dat halt nicht. Wenn's meistens auch wenn sie sagen, dass ich von so vertjijper nicht tjijpen will, wenn die mit den anderen raufrennen, das bedeutet, dass irgendwas als erreichen sein hat. Wenn er kann bloß von seinem Produkt Geld reden, das ist, wenn ich mich vielleicht da anders Trockenfeile auch von ihm zu tjijpen. Weil wir Menschen sind, die den anderen abheben. Ob das in der Geschäftswelt ist, oder ob das unsere Freunde sind, oder ob das nicht mal unsere Freunde sind. Ob das vielleicht Menschen sind, die wir nicht mal schätzen, oder denken, mit denen ist es nicht viel wird. Ich habe einen Satz, was mir sehr wichtig ist, und das ist das. Habe ich mir uitgedacht. Das heißt, das wird sich arg und funnig feilen, den anderen abknäues mit live zu dienen. Aber wenn wir das erst gedonen haben, wo wir waren, dass das uns Leben verändert. Wollen noch einmal sein. Das wird sich arg und funnig feilen, den anderen abknäues mit live zu dienen. Aber wenn wir das erst gedonen haben, wo wir waren, dass das uns Leben verändert. Ich möchte Gott sehen, wünschen, in live in deinen dienen Nächsten. Das wird einen großen Unterschied für die machen, aber auch für die ganze Welt. Gott sehen und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.